Heute Folter. Das ist Volker. Aber um den geht's heute nicht. Heute geht's um Folter. Folter kennt ihr nicht? Macht nix, erklär ich euch. Gefoltert wird in ganz vielen Ländern. Entweder einfach so zum Vergnügen oder wenn du was weißt, was jemand anders wissen will, oder wenn jemand was von dir wissen will, obwohl du gar nichts weißt. Einige finden Folter sogar so toll, die machen das bei sich selbst. Guck mal, fördert die Durchblutung. Im Westen gibt's Folter nur noch im Fernsehen. Kennt ihr ja. Ansonsten ist Foltern verboten. Deshalb sind die Männer vom FBI in Amerika voll traurig. Denn ohne Foltern macht ein Verhör überhaupt keinen Spaß. Und warum? Weil die ganzen verdächtigen, sonnengewöhnten Araber stundenlang vor der Lampe sitzen können, ohne einen Sonnenbrand zu kriegen. Voll gemein. Und was kommt dabei raus? Gibt eine riesige Stromrechnung, einen riesigen Zigarettenverbrauch und einen riesen Berg durchgeschwitzter FBI-Hemden. Sagt der Onkel Busch, was soll ich machen? Folter wird in Amerika nun mal nicht gern gesehen. Außer natürlich bei schwarzen Verkehrssündern. Kennt ihr ja. Macht nix, haben die Amerikaner eine ganz tolle Idee. Nennt sich Outsourcing. Wie geht das? Einfach den Verdächtigen in ein Land schicken, wo man noch richtig nach Herzenslust foltern darf. Und wo man's mit den Menschenrechten nicht so eng sieht. Also, ab geht's zum schönen Folterurlaub. Zum Beispiel nach Südafrika, Türkei, China. Natürlich all Schmerzen inclusive. Vorm Frühstück gibt's ein Ganzkörper-Stretching. Mittags schön mit einem Hund im Park toben. Und abends vorm zum Bett gehen gibt's eine Windelweich-Kopfmassage. Schläft sich besser. Doch das Beste am Outsourcing ist, brauchen sich die Amis ihre Hände nicht selber schmutzig zu machen. Und das Geständnis ist schon fix und fertig unterschrieben. Na dann, auf Nimmerwiedersehen. Und nächste Woche Folter jetzt auch in den USA erlaubt. Bush stellt neue Wahlurne für Oppositionswähler vor. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.